Herzlich willkommen bei WTV live aus dem Deich von Ettelbrecht. Fair Agricole lebt der Pechttouren, kann sie begeistert, mir sie begeistert, weil du just immer die Wetterprävisionen hören für heute Morgen auf ihre Sonntag, wo es Sommer zu Ettelbrecht hat, vielleicht ein kleiner Schauer, mir das just hier ein bisschen aufzugehen haut. Das können wir noch ein bisschen verifizieren mit einem, den der alle kennt. Für mich ist es Stera.meteo, hier nicht nämlich dafür gesorgt, dass die Meteo ein bisschen mehr labber gehen, als dass jeder sie besser versteht. Ich schwätze natürlich für keine anderen Weg vom Jörg Kachelmann. Jörg, herzlich willkommen auf WTV. Deine schönen Uhren vermisse ich hinter dir. Die hatten wir letztes Mal schon im Bild. Hast du die irgendwo anders platziert, oder? Barometer. Aber ich bin jetzt bei den Preußen im Hotelzimmer, weil ich alle 2 Wochen ja noch eine Talkshow moderiere, heute Abend um 22 Uhr im Mitteldeutschen Rundfunk. Und deswegen bin ich in einem Hotelzimmer jetzt im Moment, heute Abend dann die Sendung. Und ja, Barometer hinter einem zu haben, das ist immer ein schönes, großes Glück, weil ich bin ja schon ein... Ja, hallo, mal kleine Probleme am Bild. Es ruckelt gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, ob die Hotel-Internetleitung nicht so ganz toll ist, aber jetzt scheint es zu klappen. Meinst du, ich soll lieber einen Hotspot machen? Ich mache mal vielleicht einen Hotspot mit dem GSM und wir probieren gleich nochmal. Genau, können wir machen. Dann überbrechen wir noch ein bisschen dummer, dass ich so, dass wir diese Programme auf verschiedene Kanäle ausstrahlen. Natürlich auf rwe.lu, wir sind auf RTL.lu live, wir sind natürlich auch auf Facebook. Und ihr könnt den Kanal 99 von der Post auch abschalten. Für den Jörg Kachelmann dann gleich live zu erleben, wenn er ein bisschen zählt über die Relation von der Meteo mit der Landwirtschaft, die auch ganz, ganz wichtig ist. Jörg, bist du jetzt hotspot-mäßig technisch unterwegs? Herzlich willkommen nochmal. Ich hoffe, dass der Hotspot jetzt besser ist. Erzähl uns kurz, letztes Jahr hatten wir ja über Bauernregel und Wetter gesprochen. Da hast du ein bisschen aufgeräumt mit diesen Regeln, die es an für sich gar nicht gibt. Das kannst du vielleicht nochmal erläutern, warum man nicht unbedingt alle Bauernregeln für Gold halten soll. Es gibt gute und weniger gute. Es gibt natürlich auch viel Superstition. Also zum Beispiel alle Menschen, die denken, dass der Mond einen Einfluss auf das Wetter hat, das hört man immer noch manchmal. Das ist nicht wahr. Wenn bei uns Vollmond, wenn über Ettelbrecht Vollmond ist, dann ist auch über dem Eislik, über der Minette, überall ist gleichzeitig Vollmond, Nordpol, Südpol, auf der ganzen Welt gleichzeitig. Also die Mondphase hat keinen Einfluss auf das Wetter. Am 27. Juni war ja der Siebenschläfertag und da gibt es eine Bauernregel, die heißt, so wie das Wetter am Siebenschläfertag ist, so ist es noch 7 Wochen länger. Und auch das ist nicht der Fall. Es ist keine geheimnisvolle Kalenderfunktion beim Wetter, was dann draufschaut am 27. Juni und dann eben sagt, okay, jetzt mache ich das 7 Wochen gleich. Allerdings, wenn man auf die erste Juilletwoche schaut, also in der wir jetzt sind, und wenn in dieser ersten Juliwoche sich ein stabiles Sommerhoch etabliert, dann ist die Wahrscheinlichkeit immerhin 2:1, dass das auch den Rest Juli so bleibt. Und das sieht dieses Jahr wieder so aus. Leider für die Leute, die unter der Sécheresse leiden. Es sieht so aus, als ob jetzt, das werden wir jetzt schon in den nächsten Tagen merken, dass es eben stabil, sonnig und trocken bleibt. Und wir werden sehen, dass das dann wahrscheinlich längere Zeit so ist. Also nicht bei großer Hitze. Es werden so 22 bis 27 Grad sein, aber wahrscheinlich kaum Regen in den nächsten 10 Tagen bis 2 Wochen. Ich muss natürlich auch mit dir das Thema Erderwärmung nochmal ansprechen. Es gibt immer mehr diese Klimakatastrophen. Man hat den Eindruck jedenfalls, es werden immer mehr. Hast du das auch, dass du sagst, das ist nicht mehr normal, was da passiert? Oder sagt man einfach, haben wir alles schon vor 50 oder 100 Jahren gehabt? Es gibt normale Dinge und es gibt Dinge, die mit der Klimakrise zu tun haben. Also wenn zum Beispiel jetzt irgendwo ein Tornado ist, dann ist das nichts Neues und Außergewöhnliches. Das hat es schon immer gegeben. Allerdings im Gegensatz zu früher hat heute jeder irgendein GSM mit einer Kamera. Das heißt, ein Tornado tagsüber
wird kaum noch irgendjemandem entkommen, der wird immer fotografiert. Aber der Klimawandel bedeutet, es wird immer wärmer. Und wahrscheinlich, wie es aussieht, ist dieses Dürreproblem im Frühling und im Frühsommer kann damit zu tun haben, dass wir immer mehr grönländisches Schmelzwasser dort ins Meer bekommen, dass wir dort eine Region haben mit tiefen Wassertemperaturen und das erzeugt dort einen Hochdruckrücken, der sozusagen bei uns verhindert, dass wir diese Westwindlagen haben, dass wir also vor allem im Frühling und im Frühsommer in eine Situation kommen, wo die einzige Regenquelle praktisch nur noch Schauer und Gewitter sein können. Und das ist natürlich problematisch für die Landwirtschaft, wenn sich das jetzt fast jedes Jahr so einstellen sollte. Wie gesagt, es ist noch ein bisschen früh, diesen Zusammenhang 100%ig zu haben. Aber man sieht die auffällige Häufung in den letzten Jahren von diesem Frühlings- und Frühsommertrockenheit. Und das ist eine der großen Herausforderungen für die Landwirtschaft, natürlich auch darauf reagieren zu müssen. Ich glaube, wir werden in eine Welt hineinlaufen, wo wir auch wieder alle lernen müssen, Zisternen zu haben, das Wasser zu sammeln, auch für private Wasser zu sammeln. Und ich glaube, wir müssen auch wieder darüber nachdenken, dann mit der Zeit, ob es wirklich wichtig ist, dass Private einen Rasensprenger laufen lassen. Also ob der Gazon wirklich grün sein muss, das ist, glaube ich, eine große Frage, weil dass das Wasser für die Landwirtschaft Priorität haben muss, ist, glaube ich, klar. Und dass ein grüner Rasen zu Hause im Garten eher ein Element der Wohlstandsverwahrlosung ist und dass man auch mal damit leben kann, dass er dann vielleicht gelb wird, weil die gute Nachricht ist, das wissen die Menschen in der Landwirtschaft, die Wiese wird auch wieder grün von selber, sobald es regnet. Dein Team, Kachelmann Wetter, macht ja das Wetter für RTL, für Luxemburg und es gibt höchstwahrscheinlich nichts Schwierigeres als das. Bei der kleinen Fläche, die unser Ländchen hat, erklär vielleicht noch mal kurz, wie ihr da vorgeht und wie schwierig das auch ist, sage ich mal, die Fläche von einer deutschen Großstadt mit ein bisschen rumrum genau festzulegen. Denn es gibt ja immer wieder die Kritik, ja Mensch, gestern habt ihr noch von einem, was weiß ich, gesprochen und heute war gar nichts. Wie kann das passieren? Wir sind ja kleine Länder gewöhnt. Wir sind ja eine Schweizer Firma, von daher orientieren wir uns nicht an deutschen Großstädten. Und Luxemburg ist wie die Schweiz. Es gibt ja auch eine Petite Suisse luxembourgeoise und Luxemburg ist wie wir. Wir haben Täler und Berge, es gibt den Ösleck und es gibt die wärmeren Orte, wie vor allem auch Ettelbreck, das ist ja auch einer der wärmsten. Wir haben ja auch ein eigenes Stationsnetz. Man muss natürlich auch die Grenzen der Meteorologie kennen. Es wird auch in 20, in 50 Jahren nicht so sein, dass wir am Morgen wissen, wo das Gewitter am Nachmittag genau ist. Ob er jetzt den Westen der Stadt, den Osten der Stadt erwischt, das wird man nie wissen, weil dazu ist das System zu chaotisch. Und der Druck, das natürlich zu wissen, ist in Zeiten, wo es diesen flächigen Regen fast nicht mehr gibt, wie jetzt in den letzten Wochen und Monaten, ist natürlich immer größer, weil die einzige Regenquelle ist dann ein solches Gewitter. Und das gibt natürlich auch dann eben diese Frustration, wenn natürlich die Leute denken, okay, der hat jetzt Gewitter vorhergesagt, örtliche Gewitter, und das ist immer diese große Ungerechtigkeit. Die einen bekommen 50 Millimeter und alles ist mehr oder weniger unter Wasser und nur wenige Kilometer nebendran ist überhaupt nichts passiert. Und beide Seiten sind etwa gleich frustriert, weil beide Seiten haben das so nicht gewollt. Und das ist ein Problem, was wir nie lösen können, weil das ist wie, wenn man erwartet, dass ein Toaster gleichzeitig ein Kühlschrank ist. Zu wissen am Morgen schon, wo genau am Nachmittag ein örtliches Gewitter sein wird, das wird leider noch ganz lange nicht gehen. Wir geben dir diesen Joker. Ich wollte es nur mal erklärt haben, dass jeder auch weiß, wo wir dran sind und dass ein Windstoß schon dafür sorgen kann, dass der Regen nach Bitburg oder nach Trier geht anstelle Luxemburg-Stadt. Jörg, ich gebe dir noch 30 Sekunden als Teaser für deine Show heute Abend. Wo sieht man die? Wo sehen die Luxemburger das? Was wird darin passieren?
Also für die Leute, die gerne Preußen-Fernsehen schauen, es ist der Mitteldeutsche Rundfunk um 22 Uhr. Das ist der Sender. Ich bin in Leipzig im Moment, aber ich habe großes Verständnis dafür. Alle, die am Leben sind und die noch nicht so alt sind wie ich, die werden am Freitag um 22 Uhr irgendetwas Besseres zu tun haben. Und die es wirklich sehen wollen, wie ich aussehe in Krawatte und mit Frisur und geschminkt und so, ich freue mich. Bonne journée à tous. Vielleicht noch ein Wort. Was ist dein Lieblingswort in Luxemburgisch? Also ich freue mich halt immer über das Moyen, weil es halt zu jeder Tages- und Nachtzeit anwendbar ist. Das ist in der Schweiz komplizierter. In den rätoromanischen Gebieten, da muss man genau auf die Uhr schauen. Bis 12 Uhr mittags sagt man in den rätoromanischen Teilen bien dit, guten Tag, bis 12 Uhr. 12 Uhr und 1 Sekunde ist buonasera, guten Abend. Und das spart man alles, dieser verzweifelte Blick auf die Uhr, den Übergang von bien dit zu buonasera um 12 Uhr zu schaffen. Bei Moyen alles kein Problem. Ich möchte dir noch ein Wort mit auf den Weg geben. Versuch's doch mal mit einer Luxemburger Spezialität. Feierstengs-Salot. 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 Genau, super. Musst du mal probieren, wenn du nächstes Mal hier bist. Vielen, vielen Dank. Alles Gute für heute Abend, Jörg. Und wir sehen uns nächstes Jahr. Bis dann. Adi, Adi, ciao. Ich freue mich sehr. Vielen Dank. Danke. Super sympathische Wünsche, Jörg Kachelmann, die wir also Loremenk hier konnten. Heiere mat Sachen, die vielleicht auch nicht uninteressant sind, wenn die wir der Situation zu Lützeburg viel besser interpretieren.